So Freunde, wir machen weiter mit der Jagd nach den 100 Münzen in einzelnen Welten, zurück bei Super Mario Sunshine. Ja, alle denken schon, alle sind happy, weil es schon relativ hell ist hier, kann man so sagen, nach über 100 Insignien bereits gesammelt haben. Und ja, wir ganz kurz durchgehen, wie wir bereits gesammelt haben. Also erstmal, Portodoro hatten wir schon vor diesen Spezialfolgen, sag ich jetzt mal, oder vor diesen 100 Münzen Sammelaktion, also halt vor den letzten 2 Folgen. Dann noch ganz kurz nachgeguckt, welche Welt am besten ist. Ich würde irgendwie Welt 3 empfehlen. Ich glaube, da kriegt man am schnellsten die Münzen her. Ich glaube, ich habe es damals sogar bei Welt 3 gemacht. Bin aber nicht mehr ganz sicher. Und hatten wir sonst noch welche? Ja, Park of Fortuna, also da der lustige Park, wo ja auch Peach entführt wurde. Ich glaube, dort wird es relativ klar sein. Einfach Mission Nummer 2. Weil dort kriegst du halt vor allem Sand vor dem Vergnügungspark, kriegst du wirklich alle 100 Münzen sehr schnell zusammen. Jo, den Rest haben wir soweit zusammen gemacht, bis eben jetzt auf Monte Bianco und Baia Paradiso. Die gehen wir jetzt an. Wir gehen erstmal zu Baia Paradiso, weil das müsste am schnellsten gehen von beiden Welten. Dann speichern wir Monte Bianco fürs große Finale auf. Naja, fast große Finale. Bevor wir uns dann zurück nach Chrono Mountain begeben. Das wäre dann für die nächste Folge geplant. Doch, glaube ich, ist richtig, oder? Ich bin selber ein bisschen verwirrt. Baia Paradiso. Der Fisch in die runden Münzen. Das ganze Muschel. Dann Zahnarzt. Moment, das war... Moment. Ja, ist Kapitel 8. Der Fisch in die runden Münzen. Stimmt schon. Wir hatten ja schon mal fast 100 Münzen gesammelt hier, also es ist wirklich billig. Also billig, nein, es ist relativ easy. Ja, ich weiß. So, blaue Münzen sammeln mache ich jetzt in dieser Folge nicht. Da werden wir, obwohl ich glaube, doch 1 oder 2 können wir kriegen. Das könnte sein. So. Ich werde mich nicht auf den Weg zu Opi machen, zumindest nicht auf dem direkten Wege. Wir wissen ja, wo wir eigentlich hin müssen und wir sehen da unten auch schon ein paar lustige Gesellen. Also 100 Münzen. Ich meine, wir haben hier schon mal ein paar Münzen. Und warum nicht die direkt mal sammeln, wa? Ich meine, was spricht dagegen? Den Wasserfall selbst können wir später noch. Wenn man mal sehen würde zumindest. Also aufpassen, dass ich direkt ins Level gesogen werde. Ich weiß ja gar nicht, ob das direkt geht oder ob ich echt zuerst nach Opi ansprechen müsste. So. Hier haben wir auch schon auf irgendwie 8 und 9 Münzen. Ja, sogar 10, guck mal an. So. 10 Münzen hier, das Leben lasse ich jetzt mal aus. Ja, wer braucht schon extra live? Und wir gehen hier rein. Der Fisch und die roten Münzen. Ich würde sagen, den Fisch und die roten Münzen lassen wir erstmal raus. Und machen erstmal den restlichen Quatsch hier. Der ja auch schon ziemlich fordernd ist und auch schon viel einbringt. Zuerst einmal gehen wir da hoch. Ja, wir wollen ja alle Münzen kriegen, nicht wahr? Oder möglichst alle. Die Steuerung, ja, das ist halt, ist eine Unterwasserwelt. Was willst du machen, wa? Muss ich halt ein bisschen reinfuchsen, aber das klappt schon. Mehr oder weniger. Und dann haben wir auch schon eine blaue Münze. Wo ich gar nicht aktiv auf der Suche bin jetzt. Aber je mehr wir jetzt haben, noch sammeln, desto weniger muss ich nachher noch machen. Und eben, by the way, wir haben ja eigentlich schon alle blaue Münzen, also nicht alle blaue Münzen, ich muss anders formulieren. Ich habe schon mal gesagt, dass wir pro Welt gibt es 30 Münzen, außer der Overworld, da gibt es 20. Und wir haben aktuell 19, das passt aber auch, weil eine Münze kriegen wir sowieso erst später. Nachdem wir halt den nach Chrono Mountain gemacht haben. Da gibt es eben nochmal 10 Münzen in Chrono Mountain selbst. Also insofern sind wir eigentlich schon mal auf einem guten Weg. Wir müssen soweit alles haben, was wir momentan machen könnten. Außer in einzelnen Welten, da hätte ich eigentlich schon alle blauen Münzen holen können. Naja, machen wir aber alles noch, keine Sorge. Das dann erst nach Chrono Mountain. Aber trotzdem, wir sind schon auf dem Schlussspurt und das ist auch gut so. Alles Schöne muss man ein Ende haben. Bis du zum nächsten Mal dann, wa?
So, wo ist jetzt die nächste Ding? Da unten aber schon gesehen. Ich dachte vielleicht jetzt noch irgendwie was anderes. Okay. Aber ist sonst auch relativ friedlich hier. Also kannst nicht viel mehr sagen dagegen. Nö, das passt soweit. Da ist alles schön. So. Perfekt. Dann, ich glaube, hier oben hat es soweit, glaube ich, keine mehr. Da unten hat es natürlich noch ein paar. Jetzt noch blaue Münzen. Weil, denke natürlich jetzt schon, wenn ich schon mal hier bin, alle suchen, alle finden, wäre schon nicht schlecht. Nee, komm, ich glaube. Wobei, ich glaube da hinten. Wenn, ist da hinten noch etwas. Ui. Hier oben zumindest direkt nichts, dafür aber da unten. Das passt doch wunderbar. So, jetzt könnte man natürlich sich sagen, hey, wir haben ja erst 38 Münzen. Ah, nee, das geht relativ flott hier unten. So, 50 und damit auch ein Extra Life. Sehr gut. Dann mal ganz flott die Karotte hier hoch. ...65. So. Dann, wo haben wir noch welche übersehen? Ja, ich glaube, es gibt doch noch ein paar. Jetzt abgesehen natürlich von dem Münzenschwarm per se. Rote Münzen. Irgendwo hat es noch welche. Da bin ich mir jetzt aber ziemlich sicher. Naja, man sagt zwar, Irren ist menschlich. Ah. Hätte mich doch schwer gewundert. So, dann da hinten. Und ich habe noch eine blaue Münze gesehen. Ja, ich habe sie gesehen. Das ist so. Hui. Ah, sehr schön. 76, 77, 78. Perfekt. So. Da drüben, oder? Jo. Ist ja gut verteilt, insofern. Das kann schon ein bisschen dauern, bis man alle hat.
Nummer 30. Nee. Mario, ganz schön bitte einmal drehen. Mario. It's me, Mario. Ja, ich weiß, deswegen sollst du hier die Kackmünzen holen. So. Jetzt aber. Der Fisch, wir holen uns den Fisch. Machen schöne Fischstäbchen aus ihm, hey. Voll vorbei. Aber jetzt wirklich extravagant und vor allem elegant sämtliche rote Münzen aus dem Weg gegangen. Krass. Ist auch eine Kunst. So, das war's. Mit dieser Welt. Ein paar extra Dinger gesammelt. Jetzt ist die Frage. Da hinten ist sie. Top Speed Mario! Naja, fast. ...104. Endlich. Ja, und damit fehlt uns nur noch eine einzige Welt für die 100 Münzen, und zwar Monte Bianco, die Anfangswelt. Ah, der Kreis schließt sich. Bei dir vielleicht den blauen Münzen vergessen? Egal, wir sehen es, wenn es soweit ist. Ja, der Kreis schließt sich. Wir gehen zurück zur Anfangsworld. Und hier, glaube ich, betreten wir auch Kapitel 8 für 100 Münzen. Ja, passt sogar. Wieder mal die 8 roten Münzen. Ja, das hier ist eine Welt. Hier kann es länger dauern. Wir brauchen sogar, glaube ich, alles Mögliche, was wir aufbieten können. Yoshi, die ganzen Jet-Düsen, also die ganzen Düsen. Naja, Yoshi, er will Bananen. Yoshi holen wir, Yoshi brauchen wir, aber nicht für alle. Weil das ist ein bisschen tricky hier. Es gibt gewisse Münzen, die kann man mit Yoshi, oder beziehungsweise nur mit Yoshi holen. Und es gibt andere, bei denen es nicht so ratsam, Yoshi zu nehmen. Warum? Wir fangen gleich mal hier an. Bei denen da. Wir können draufspringen und mit Yoshi sie fressen, gibt es eine Münze. Wenn wir es aber so machen, gegen die Wand klatschen lassen, gibt es 3 Münzen. Haben wir schon alle? Okay. Und jetzt geht es natürlich darum, alle anzuspritzen. Den Effekt kennen wir auch schon. Da kann mitunter ein bisschen tricky sein. Und wir kriegen noch ein paar Münzen mehr. Sehr schön. Ja, darum geht es ein bisschen, dass die ständig ohne Yoshi machen muss, weil sonst wäre es ein bisschen doof. Die bleiben zum Glück, da ist kein Problem. Die Münzen verschwinden so schnell, ich verstehe das nicht. Wow. Und von denen gibt es, glaube ich, nur 3 oder 4 insgesamt am Map. Das sind nicht so viele. Und dass man das länger machen kann, ist auch ein bisschen doof. Das ist irgendwie auch schneller.
gewisse Dinge erwischst du halt einfach nicht, das ist ein bisschen das Problem. Ah, okay. Gut, hätten wir die auch. Da ist offenbar die Mutti sauer, warum auch immer. Sie gehen, manche Dinge ändern sich nie. Aua. Ich habe doch gar nicht erlaubt, das zu tun. Sag mal. Bin ich nicht durch die Welt gelatscht, ganz ehrlich. Unglaublich. Einfach unglaublich. Wobei mir ist letztens aufgefallen, beziehungsweise nach der letzten und vorletzten Folge, glaube ich, dass ich ja eine blaue Münze auch im Casino, im Buhu-Casino vergessen habe. Aber die kann man leicht übersehen, wenn man sich halt nicht ständig umdreht. Insofern, solche Münzen gibt es halt auch noch. Das ist ja nicht wirklich das Problem. So. Sehr schön. Dann brauche ich schnell neues Water. Denn ohne Wasser bin ich am Arsch. Ja, und trotz allem schon 32 Münzen zusammen. Denken Sie natürlich auch, jo, ist doch geil, so kann es weitergehen, aber eben es könnte ein bisschen kniffliger werden. Bis 50 ist ungefähr also relativ einfach, nachher wird es ein bisschen tricky. So, das waren hier schon alle. Hä, hallo? So. Sehr schön. 44. Haben wir schon alles beisammen, auch für Yoshi und so weiter. Bin da noch ein bisschen unschlüssig. Vor allem die Yoshi-Dinger. Ja, doch, wird langsam mal Zeit, war die Yoshi-Münzen zu machen. Moment. Erstmal muss ich was anderes machen. Ansonsten gehen sie mir auf den Sack. By the way, auf den Sack gehen. Wenn ich doch schon mal hier bin. Okay, aber bei dem schon die blaue Münze geholt. Okay, da hätte sie bei dem noch irgendwie übersehen. Abgesehen von blauen Münzen. Okay, wir haben trotzdem erst 18. Das heißt, 12 blaue Münzen fehlen noch. Gut, ich weiß von mindestens 2, die noch im Wasser sind. Insofern ist das durchaus möglich. So. Ja, ist gut. Mario kannst du... Alter, da mit dem Blättern, ey. Ist zum Teil ein Krampf. So. Hier hat's gar keinen. Krass. So. Dann schon mal die Störenfriede aus dem Weg geräumt. Gab es eigentlich nur... Moment. Tatsächlich. So, haben wir die auch noch. Die gibt ja auch ein paar Münzen. Wohl, nee, nicht mal. Oh, dann haben wir noch irgendwie ein bisschen übersehen. War da die rote Münze gibt auch noch irgendwie im Wert von 2 oder so. Oh, die scheiß Bienen.
Aber ist ja auch egal. Ja, mit Yoshi. Ja gut, machen wir das mit Yoshi, komm. Bananen, wenn ich ihn gerade erwische, ja. Der kleine Yoshi hätte gern Bananen, die kriegt er von mir zusammen. Ja, mit Yoshi macht's doch Spaß, denn der Kleine, der ist so geil, ja, ja, ja. Und ich kann mein Wasser auffüllen, wenn es klappen würde. Geht aber nicht. Interessant. Gut, dann halt kein Wasser, dafür Yoshi-Time. Mit Yoshi, ja, die Bienen, denke mal, dürfte klar sein. Ähnlich wie wir es bereits mal gemacht haben. In einer anderen Welt, weiß gar nicht mehr, welche das war. Bei Yoshi ein bisschen tricky hier, dass er nicht mit dem Wasser in Berührung kommt. Wobei eben Wasser ist irgendwie... Weil wir sagen nicht Wasser gleich Wasser. Da ist irgendwie der Witz an der Sache. Jetzt kommen wir gerne darüber. Yoshi. Immerhin einer hat Spaß, oder? Ja, Yoshi hat Spaß. So. Dann wollen wir noch mal gucken. Keine blaue Münze. Schade. Immerhin noch ein bisschen mehr davon. Sind die Bienen irgendwie nicht so aggressiv, wa? Zumindest wirkt es nicht so. Aber zum Glück gibt es auch hier noch eine blaue Münze. So, jetzt haben wir eben überall wieder ein bisschen was von diesen Dingern. Und da ist dann halt... Also... Die Frage, ich glaube nicht, dass da irgendwie wieder neue Bienen rauskommen. Nö. Schade. Danke, Yoshi. Dann ist mal Zeit für Super Mario. 85. Da haben wir auch noch so einen. Ich glaube sogar, ich komme mit alleine den Münzen hier aus. Ich muss gar nicht irgendwie großartig noch woanders hingehen. Also auf den See und so und dort gucken. Ja, ich würde sagen, das war's, Freunde. Sag mal, also, es wäre es, wenn ich es gleich hinkriege. 100 Münzen. Mit der Variante, also ich glaube mal zu behaupten, dass es die schnellste Variante ist. Klar, es hat trotzdem jetzt ein bisschen gedauert, aber im Vergleich mit anderen Varianten, weil ich hatte es eben auch in der Testaufnahme auch wirklich so gemacht, dass dann irgendwie, also wir haben ja gesehen, dort hinten auf der anderen Seite gibt es auch noch so etwas Ähnliches. Jetzt hier mit diesen seltsamen Viechern.
Und ja, du kannst natürlich noch hier hoch, du kannst überall noch hoch. Und zum Teil gibt es noch eine blaue Münze und so weiter und so fort, aber eben überall hier in der Luft und so im Wasser noch so Münzen verteilt. Das kann man natürlich alles machen, gar kein Thema. Aber man sieht es ja, unter Münze kriegst du eigentlich auch so. Ohne jetzt noch groß irgendwo hinfliegen oder groß abgrasen zu müssen. Aber halt mit Yoshi, weil Bienenstöcke, die sind echt extrem wichtig und unterschätzt man gerne mal. Und eben vor allem auch, wenn man ja sieht, diese, was sind das überhaupt, Pokiviecher oder so, also diese Blumen. Wenn ja manchmal so Typen rausspringen. Dass die halt, wenn man es so macht, oder auf diese Variante machen, gibt es noch 3 Münzen und sonst gibt es nur eine. Hat auch viel aus. Ah, der ist das mit der blauen Münze. Ach so. Ich wusste, es gibt hier einen, der halt, ja. blaue Münze für einen hat. So einen dreckigen Typen, aber bin nicht mehr sicher, welcher es war. Ist aber auch egal, Freunde. Uns geht es hier um diese eine Insigne noch. Und damit haben wir alle 100 Münzen-Insignien zusammen. Und mit den Secret-Insignien sogar haben wir jetzt alle Insignien in der einzelnen Welten beisammen. Yeah, Mann! Tja, jetzt fehlen bloß noch eine von Chrono Mountain. Und der Rest sind blaue Münzen. Klingt eigentlich hart, wenn man bedenkt, jetzt habe ich 105. Noch irgendwie ein bisschen mehr als 30 blaue Münzen, also nachher 108, dann vielleicht noch 109 mit der von Chrono Mountain. Und dann noch ein paar blaue Münzen, ich glaube auch dort noch gibt, also 110 dann und dann, was, in 100 blaue Münzen? Ja, aber das kriegen wir dann relativ flott, wenn ich mich ein bisschen vorbereite. Weil pro Welt gibt es insgesamt 30. Und mir fehlt doch hier und da eine große Anzahl dieser kackblauen Münzen. Aus Portodot aber schon relativ viel gesammelt. Und der Bianca ist auch schon 20, aber eben auch da fehlt noch 10. Und hier fehlt noch eine. Colina Corona eben 10. Doch, das sind 10. Das sind 10. Hier 20, der Rest sind 30, kommen wir auf 240. Somit 24 Insignien nur dadurch. Ah, ne, warte mal, stimmt gar nicht. Ich habe noch eine Insignie vergessen, hier drüben. Die mit Yoshi Island. Das ist noch eine Secret Insignie. Also in diesem Fall sind es noch 90, war blaue Münzen, die uns insgesamt fehlen. Wird aber hier irgendwie besser aufgehen. Egal. Das will jetzt mehr von einem anderen Zeitpunkt. In der nächsten Folge machen wir uns also auf nach Chrono Mountain und gucken mal wegen der blauen Münzen dort. Deswegen habe ich auch ein bisschen Leben angesammelt, damit wir das irgendwie First Try hinkriegen. Und ja, dann halt auch endlich mal Peach befreien und gucken, was eigentlich mit Bowser Junior so abgeht, wa? Und vielleicht, wer weiß, kriegen wir seinen alten Herrn auch noch zu sehen. Weil ganz ehrlich, dass Bowser Junior alleine arbeitet, ohne seinen alten Herrn. Gut, der ist sicher nach Super Mario 64 noch ein bisschen im Anschlag und so, ein bisschen Depri. Aber trotzdem. Naja, das ist ein Vulkan, da könnte ich mir Bowser durchaus vorstellen. Naja, wir werden sehen, ob er da ist. Oder wie er dazukommt und überhaupt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Super Mario Sunshine. Ciao zusammen.